Goedemorgen alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom. En ik glaube, ik ga je wassen. Ja, ik kon van jou niet zo weit kijken, nein, van Bergs. So, ja, ik heet jullie alle hartelijk welkom. En zu diesem Morgen hier so, wo wir hier versammeln und wo wir uns wollen an Gott sein Wort entdecken. Und so ist geworden, wir sind noch heute in Matäus 2, in den Abschnitt von 1 bis 18 nehme ich an. So, wir werden uns den Abschnitt noch einmal überlesen. Matäus, Kapitel 2, von Vers 1 bis 18. So, wir uns den Abschnitt mal überlesen, aber mal sehen, was wir davon merken können von der. Als Jesus in König Herodes seine Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wird, dann kamen Stierenforscher vom Osten nach Jerusalem und frühen: Wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben im Osten seinen Stieren gesehen und sind gekommen, um anzubeten. Als König Herodes dit hier verviert hij sich in ganz Jerusalem mit arm. Dann leidt hij alle hohenpriesters und Schriftgelehrten im Fall kommen, um te forschen, wo Christus soll geboren worden. Und sie sehen, in Bethlehem in Judäa, weil es dort ist, was der Prophet geschrieben hat. Aber die Bethlehem im jüdischen Land, die bist gar nicht das kleinste Mank Juda ihre Eierstalte. Wenn's von die soll der Lehrer kommen, da über mein Volk Israel wird Herr sein. Dann raub Herodes sich der Stierenforscher heimlich, von zu fangen, gerade wann der Stieren wie für ein Tag gekommen. Er schickt nach Bethlehem und sagt: Gut in sich, bet je dort Kind fangen wollen, und wann je dort gefangen haben, dann kommt und sag mir, dort ich auch kommen kann, dort anzubeten. Als sie den König gehört hatten, gingen sie hin und wirklich die Stieren, den sie im Osten gesehen hatten, tragbarer für ihn, but die kamen in über den Platz stund, wo das Kind wird. Als sie den Stieren sahen, freuten sie sich sehr, und als sie im Haus gingen, fangen sie das Kind mit seiner Mutter Maria und schmeiten sich für das Dohl und beten am an. Und als sie ihre Reistaschen aufgemerkt hatten, schenken sie ihm Gold, Werk in Mirren. Und weil Gott ihm in Traum gewarnt hat, nicht rein nach Herodes zu gehen, gingen sie auf einen anderen Weg in Haus. Und als sie auf den Drehweg waren, kam den Herrn sein Engel nach Josef in Traum und sagte zu ihm: Steh ab, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und blieb durch, bis ich die sagen war. Wenn Herodes hat einen Plan, das Kind zu sehen und dort anzubringen. Und als er abstand, nahm er das junge Kind und seine Mutter und lädt danach los nach Ägypten. Und bleibt durch, bis Herodes tot wird, dass sich erfallen wird, was der Herr durch den Prophet gesagt hat: Uit Ägypten habe ich meinen Sohn geraubt. Als Herodes dort erwart, dass die Stierenforscher am Euerschmerz hatten, wie er schrecklich da, und befahl, dort in Bethlehem und in der ganzen Umgegend alle kleine Kinder, 2 Jahre alt und darunter, sollen totgemerkt werden. Weil so als die Stierenforscher gesagt hatten, hatten sie den Stieren 2 Jahre treu gesehen. Dann war dort, so als der Prophet Jeremia gesagt hat: In Rama ist ein großes Geschrei von Heulen, Klauen und Trüren zu hören. Rachel hielt über ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, weil sie alle weich sind. Aber so wie ans Tags, wo wir noch einmal an predigen tun,
So, weil wir mit dem Gebet anfangen, und dann wollen wir von da wieder gehen, wo wir fähig sind, auch wir. Himmlischer Vater, wir kommen hier vor dir und wir danken dir für diesen Morgen. Und himmlischer Vater, musst du den Segen ab uns geben, dass wir verstehen können, was dein Wort zu uns reden wird. Und möchten wir das deep im Hart vernehmen können. Himmlischer Vater, die allein bist dort, was uns tragen kann, die. Wir stehen dort, dass wir uns selbst nicht kennen. Wir stehen dort, dass wir sind tot in unser Sinn, wenn das nicht du bist. Wer uns anleiten wird, wer uns zum Leben bringt. Und das ist, wo wir nur freuen, Herr. Und dass wir freuen, dass wir können freuen, dass wir bei du kommen, dass wir in ihr Leben freuen, und meint, dass so viel du hast uns all so viel Leben gegeben, Herr. Und da danken wir dir für. Aber wir beten, dass die uns muss mehr und mehr Leben dich merken mit den Jes. Dass die uns immer deeper Ersach wirst geben, von wer du bist und was die nur zu sein hat. Und ganz besonders zu dieser Stunde, wenn wir hier top sind und wollen in den Worten entdecken, muss die uns ein deeper Ersach geben, dass wir können sein, was die was mit das alle zu uns sein. In Jesus nun beten wir das. Amen. So, was zum einmal wird abklären, Phase noch, dann haben wir wirklich ein bisschen zwei Verse genommen und dann inzwischen an. Habe wieder noch ein paar Verse genommen von diesen Tags, aber das ging alle an, wer die Stirnforscher wären, von wo die kamen, wo das herkommt, dass die können gekommen sein. Unser Fokusfähig sind auch wie viel Dollar an, dass die Stirnforscher würden gekommen sein, dass die können anbeten. Und von der an will ich ein kleines Dollar von den dritten Vers mit wieder antasten. Und das ist den König Herodes. Das lehrt uns was, der König Herodes, der lehrt uns hier was. Und ganz besonders sagen wir dort, der König Herodes lehrt uns, wer ein natürlicher Mensch ist. Das ist ganz besonders. Wenn das hier in der dritten Vers ist, das sage ich, als König Herodes, das hier verführt er sich in ganz Jerusalem mit an. Und das wird hier verführt er sich, haben wir abgerecht. Aber was mir so abgerecht? Das wäre jedoch so eine gute Nachricht. Dass der versprochene König soll geboren werden, das Volk Israel lehrt noch. Das will der versprochene Rada, was du all so lange vorher versprochen wird, soll nicht alle Mann sich freuen zu den. Frau wie uns, nicht? Das König wird schändlich abgerecht. Der wird Säuer in zwei. Aber was kann wir von diesem König? Wer wird dort das König? Dort ist Krieg. Wenn wir dort auf einmal anfangen zu verstehen, von wo das König wird, wer dort wird, dann kann uns das auf einmal anfangen, deutlicher zu werden, warum er so entweder wird, dass du nie ein anderer soll König werden, nicht? Und dort kriegt wir ich hier von dir ein klein bisschen antasten. Wer wird das König? Von wo kommt der her? Wer von jünd aller glaubt, dass das König, dass dort ein echter Jüd wird? Oder wer hat das einmal dort verstanden hat? Wirklich nicht. Aber wer von jünd hat das so verstanden, wie ein römischer König? Auch nicht. Der wie unter der römischen Herrschaft. Aber von wo kommt das König her? Ich will nicht sagen, dass alles, was einer sich von der ersten Tag kann, nur sein von Historiens, dass das immer 100% stimmt. Wir leihen nicht so viel weg du ab, aber wir können du wenigstens was von lernen. Aber du hast genug Evidenz, dass das König nicht ein Jüd wird. Uns nicht ein echter Jüd. Wir wollten dort, dass der von Edom herkommt. Der Edomiter. Wer sind dort der Edomiter? Also, in Jakob, da wir ein Päckchen. Gott hat sich Jakob gewählt, durch Jakob seine Linie, wo der Segen kommt. Nicht durch Esau. Und Esau als Edom. Wie kann du wieder im Alten Testament das nur sein, aber wegen Tidsholen, wo wir nicht kennen. Aber ich glaube, wir sind alle so viel mit der Schrift bekannt. Das König Herodes, er ist ein Edomiter. Woher ist der dann durch in Israel? Woher ist der dann? Weil wir machen trägen in uns besäuen, wo das in der Zwischengeschichte passiert. Zwischen der babylonischen Gefangenschaft und Jesus seine Geburt. Was ist dazwischen passiert? Wie fing Lehrer so wenig? Und doch fingen wir
Beker, wat mich nicht interessieren, dass sie glauben, dass das ein Part von der Bibel ist. Das ist nicht ein Part von der Bibel. Das sind die Begrippenbeker. Das sind nicht biblische Beker, haben keinen Radungswert, das will ich sagen, klar machen. Aber wenigstens, die halten wir uns dann mit der Geschichte waschen, die Zeit halten. Und die sind auch so klar damit. Der katholische Kirche hat das in Mann geflacht. Und doch sind sie klar genug mit das, dass die sagen, diese Beker ab keinen Weg sind zu vergleichen mit der Bibel. Und das haben wir auch nicht. Die leiden wir ab keinen Weg, der Weg ab der Beker, was die Bibel selbst hat. Aber die haben uns so viel geholfen, dass wir durchhängen kommen, was in den Zwischenzeit passiert ist. In den Zwischenzeit hat Israel viel Krieg gehabt. In den Zwischenzeit von der babylonischen Gefangenschaft, bei Jesus seine Geburt, hat Israel viel Krieg gehabt, es ist viel unter ihre Feinde gewesen. Und du sind, Gott hat das Volk Israel inzwischen angehalten durch die Makkabären, die so waren mit den Hängern genannt. Und du hast dort ein bisschen eine Dynasty angefangen. Du hast dort ein bisschen ein Königreich angefangen. Und die Königreichs, die waren Hasmonien-Königs genannt. Und das ist uns alle nicht bekannt, wegen wir haben so ein Himmel nicht studiert. Und ich weiß nicht, wie viel Wicht du darauf abgelegt hast dort. Aber wir wollen nun angucken, dass uns das Bild und das klarer wird, woher das König du ist, woher das Herodes du ist. So, von der Makkabären ihrer Zeit, das sind irgendwo bei 70 Jahren vor Jesus seine Geburt, wurden noch einmal von der Linie von Königs geregiert haben, was von den 8 Juden wären. Der wird muss dann von Babel zurückgekommen. Dann, der letzte König, was noch geregiert hat, der hat Antagonist 2. Und da ist eingesetzt worden von den Parthians. Wem hat sich dort bekannt? Die Parthians in der Römerhand einmal Krieg gehabt. Die Parthians, das sind die, die alle von in Osten kommen. Und ich habe nicht studiert, aber da bat ich mir mal hier wohl einen Grund von all dieser Herkunft. Und dort mit mir das studieren, und ich habe gestaunt darüber, was hast du noch angegangen und man der Römer in andere Länder, wo haben die Krieg gehabt und wo hat Israel das gegangen zu der Zeit? Weil Israel, Juda, ist eine sehr schwere Lehre gewesen von 60, 70 Jahren vor, oder nach den ganzen Zeit von der babylonischen Gefangenschaft, bet Jesus kamp und nicht nach Luther. Die sind eine sehr schwere Lehren gewesen. Die sind so sehr angegriffen worden von einer Herd und sie haben, die muss tun sein. Und dann sind sie von einer anderen Herd worden angegriffen, wenn sie sagen, nu sind sie 2 Herrschaften da, wenn sie eine zufriedenstellen, dann sind sie in Trouble mit der anderen. Die sind in eine sehr, sehr schwere Lehre gewesen. Und wir müssen auch verstehen, dass die Juden das demütigste Volk, sie werden das tollste gedemütigt von allen Völkern abgeirrt. Wären das die verachtigste, die verfolgte, die ganz tollste verfolgte Völker von der Welt, wären die Juden. Und alle Menschen kicken auf abgehend. Wir fragen uns für Gott, wenn das dein Volk ist, warum das steht? Weil Gott, der sind gestrufen in sich dient, der Dienst was demütig hält. Gott hat was deupert im Sein. So wie sein dort, der Herodes sein Führer, der hat Antipater, der kam dort ein Edomiter. Und der kam von dort, aber warum wären die dort manche Juden? Was dort passiert ist, und dort fing wir in Ezekiel, der redet davon, wo Gott wird die Edomiter bestrufen, wo Gott das selbe Volk Israel wird brauchen, wenn es diese Makkabären, die regiert haben, dann haben die Edomiter sozusagen mal ganz versteht und haben die Gelegenheit gegeben, zum Judentum über zu kommen, oder verloren.
En de hand van Erlon vergeven. En zo, we waren er vielleicht, wanneer we tijd hadden, waar we even gewoon Hesekiel 24 geredet van, Hesekiel 35 geredet ook nog van. Wo de Prophet al hem vooruitzag wat met de Edomieten passeren. Maar nu eerst moet ik een trainen dit. De Geschichte is dit. Ter de Makkabären tijd heeft God werkelijk immer dat de Juden nog immer waren aan het versen en zo te zijn, de eigen regering gegeven dat ze toch nog gewisseld standhoofd zijn geworden. En te die tijd hadden de macht over de Edomieten gehad en hadden de gelegenheid gegeven, verloren, overkomen naar de Juden. Also, je bekeren je te de Juden, je neemt dat Judentum aan. Wel, aan die paarder, dat is een achter Edomieter, wat als ever gekomen te dat Judentum. En Herodes is aan 72 voor Jezus zijn tijd geboren. Dan is dus Herodes door geboren. So, zijn vader is ever gekomen te de Edomieter, te de Judentum, hij is een proselyt geweest. En zo, hij is door, ik weet niet, is dat schoof niet mal, de Juden hadden niet, de geven niet de ganze opene welkom, dat blijkt van du nu een proselyt wird en du weer een derde Kinder worden, nog niet mal so geteilt als echte Juden. Wenn dat wir mal generations later, du hat nicht so sehr aber gestudiert. Aber wir wollten dat wir nicht fuß, die können nicht mal in den Tempel dann kommen fuß und all so eine Dinge ist dort. Anyway, aber woher ist das König geworden? Der Römer hatten dort an. Wenn es von von Joas dat nog maar waren. Omels, de laatste König wat nog van de Hasmonean dynastie regeren deed, dat weer Antagonist 2. En den han de Parthians, de han Jeruzalem dan mal door eigen dat is ik denk dat als in de 50 jaar, voor Jezus zijn tijd, han de Jeruzalem eingenomen en dan han die nog dat onderstaat dat Antagonist door König wird. Aber Herodes is een beetje de haven omgehad al van 15 jaar aan in de Galileische omgegend en als de Römer onderdoen was en heeft tags geklaagd en heeft geld eigenhandig bij de Römer en die heeft zich nog eingeklokkerd bij de Römer. Dus Herodes, nu dat Antagonist 2 eingezet worden als van de Parthians en Antagonist is nu de König. Dat is een echte Jude, dat is nog een toekomst van de Juden. Nu wat hij doet als König is, reist Herodes in geheim naar Rome en klokkert zich door aan. En dus Herodes wordt in Rome van de Römische Senat eingezet als König. En met dat schickt Rome om de heersoldaten met terug. En dan fährt hij heen, Antagonist, dat die wordt dan regeren dat, wens Rome weer heen de Parthians. En zo Rome zag Herodes als een fanat tool zum heen de Parthians fährten. Aber so steht, muss Herodes heen in 18 Jude als König fährten. En dan wordt het ook gelungen, wens de Römer schicken zoveel soldaten met. En hij werd in Rome bestätigt als König over dat judische land. En hij kwam terug en hij gewend ook. En hij gewend ook en haven terug geen Antagonist en den zijn armee. En dan gewend hij en dan heeft en merkt hij den laatste König wat van het volk Israël geregiert heeft. Den breekt hij door aan. En dan is hij König. Aber dit Königreich, dit hield hij met een eiserne Fuß vast. Hij weer eeuwig, dit wil hij, wens hij had zich door naar je stoel in dat Königreich. Am je hier dit Königreich niet. Hij weer geen Jude. Hij weer van de Edomieter. En de profeten hadden nergens geprofeteerd dat du van een uitlander wordt, du met recht König zijn.
Die Israeliten hadden immer diesen Versprech, dass die Propheten gesagt haben, dass wir David sie nu kommen, was du wat ja nicht sagt. Du wollten ja nicht kommen. Und der wird von David aufstehen. Dort wisst ihr, dass er nicht von David aufstehen. Dort wisst ihr, dass er nicht mal von Jakob seine Linie wird. Und dort ist die Ursache, warum er sein König gekriegt wird. Er sich sozusagen toegeëend hat mit Heuchlerie, mit sich anschmeicheln, mit einer eiserne Fuß festhalten. Das Herodes, der sogar so weit gewesen, der so weit gegangen, der hat geheime Plätze gehabt, wo durch manche Menschen, sich das normale Menschen abstahlen, und der hat sogar dazu gebracht, dass die sich sollen, mit so jenen König abstahlen, die sollen eine Plüderieproben zu verursachen, sollen, sich so tun, dass sie geheime Plätze haben, das sind geheimen mit irgendwem gerät, und diese geheime Plätze haben mit diesem Zweig getan, haben sie gesagt, okay, was lässt die von diesem König? Das ist nicht so gut für uns, nicht? Und so dort hat er im Geheimen ausgeforscht, wer ist nicht verarmt. Und wenn er ist wem geworden, der sind nicht verarmt, da hat er besteht lassen anbringen. Ja, im Geheimen. Der römische Regierung hat doch nicht mal erlaubt, dass er so tyrannisch regieren wird, als er tut. Und deswegen hat er das so sehr Plätsch ohne Tag gehalten, dass nicht mal der Römer das Reich sollen erwarten. Und du sagst, ich habe die Nummern vergessen, aber die haben so viel in die Hand in geheimen Plan vorig gehabt, dass sie würden zwei Stück in Rom schicken, eine Klauen anbringen gegen Herodes, und die Klauen anbringen, was Herodes von Tyrann in das jüdische Land ist. Und dort ist Herodes geworden, und der hat die auch plötzlich umgebracht, dass er nicht diese Klage nach Rom bringen. So haben wir sehr vorsichtig, dass er sich bei der Römer eingehechelt hält, und dass keine Klage von ihm wird nach Rom kommen. Wenn es dort ist, was viele versagen, wenn wir bloß mal können dort boven bei der römischen Regierung der reiche Klagen anbringen, da wollen wir diesen König hier los sein. Und der mit einer eisernen Fuß regiert. Der will dort sein König direkt so festhalten, aber dann muss er auch all diese Klagen, was du würd wollen von ihm ankommen, der muss er alle durchbringen. So, nicht halt ihn dort mal Eva. Von der ersten Tag sind nicht noch so eine Länder, wo ein Regierer haben, wo man eine eiserne Fuß erregt festhalten. Zum Beispiel Nordkorea. In Nordkorea, wir haben nicht die Kenntnis von, wo die Menschen durch ihn gedrückt sind. Wann wir du wohnen deuten, ich glaube, da wird wir dort all gelehrt haben. Wann wir wenigstens noch nicht in einem Concentration Camp würden eingestorben sind, in einem Arbeitslehrercamp. Wann wir noch nicht du wären, und wann sonst noch nicht haben, dort gearbeitet, du so. Da wird wir das all gelehrt haben, dass wir reden nicht zu irgendwem davon, dass wir nicht zufrieden sind mit unserer Regierung. Dort do wir nicht. Dort soll wir uns wehren. Dort ist Todesstrafe. Und dort ist bei einer 3 Generationen Reinigung, was sie dort nahen. Was bleibt wir erst dort? Seitdem, wollen wir sein, in christlicher Prediger wird euch sein als gegen der Regierung, wenn es der Regierung hat dort verboten. Das Christentum, der christliche Glauben ist verboten in Nordkorea. Wenn sie als Diktators, sie wollen sein als die höchste Autorität, als der Gottheit, als Deity. Und soll du irgendwer gegen sein, soll du irgendwer mit das Wort abkommen, dass du eine höhere Autorität als diese Dynasty-Familie, was du regieren hat. Dat is de Todesstrafe. En zij namen dat in Nordkorea, das ist eine 3 Generationen Reinigung. Sollen die mij du so mit der Bibel fingen. Und danach sogar erwarten, dass ich noch ein Prediger sehe. Dat ist mij, meine Familie, meine Kinder und meine Großkinder waren alle verdammt. Waren alle in diese Strafe gebracht. Und mit Fleet, wir wollen nicht euch sein als Menschen. Uns wird nicht mal so viel Recht gegeben als Tier. Und alles, was die wollen uns los sein und noch rauskriegen von uns, was sie noch kennen. Und dort ist noch so viel Arbeit tun, als ein Mensch da noch kann. Und die tun mit Fleet. So eine Menschen ist dort in Arbeitslehrer, die du tot schaffen. Das ist eine schändliche Strafe.
bis dat wir uns ein Klima in die Idee haben. En wat van de leeuw, om wat van de leeuw wieren de Juden dan, dat volk wat in Judea woont, en wat van de leeuw wieren de dan, die wieren onja zo'n eiserne vuist als dit. En die weer schrikkelijk daal, die had het al alle wegen bewezen, wo wel hij weer bloot te verjuiten, zal het een vingerbreid erop aankomen dat ze naar hem zien omkrabbelen deiden. Die vergoot bloot, die bewust bezeten. Wings, de König Herodes wie evils oja, als de schrift den überhaupt beschrieben hat. Wenn wir ein klein bisschen History besehen doen, he was evil. Hij wie boys. Aber nu hör ich mal, was het hier sagt. Als König Herodes dit hier, wat hier? Hier gaan we dan treden dat de stierenvarscher komt. Dat du soll von een anderen König geredet worden als Herodes, dat wücht sich keiner. Wann du noch mal wird, bis die Gedanken du kommst, du nicht ein anderer soll König werden. Ich bin dort worden, ich glaube, bis ein paar Lied in der hängerste kommen, sich vielleicht wählen, einer zum anderen wird zu sein. Ich meine, du wirst ja noch öffentlich von reden. Und nu kommen Stierenforscher. Wovon der große Herr dort gewesen sein? Ich nehme an, dass seine große Herr gewesen. Met kamelen en met, zoals die aan de tijd gereisd hebben. Lange caravans. En ik neem aan, dat moet nog zo'n grote Herd geweest zijn, wat het zo öffentlich wird, dat wir zo zo bekannt, dat hier deze grote Herd aankomt, dat du, Herodes, nicht wird angerieben, en dat du op besteed aanbrengt. Waarom? Wens dat we zo öffentlich ook al voor de ruime ook al zijn. Merk ik me duidelijk. Dat wil ik niet zeggen dat het dat geweest is. Aber die kommen öffentlich Frauen, wusste nie geboren König von den Juden. Die kommen Frauen und Männer für den König, für die Menschen. Wo ist die nie geborene König von den Juden? Nicht halt ihn doch mal eben, was von Abreden sind mit gegeben haben. Diese Menschen, die in Jerusalem wohnen, die wollten dort, wo Rietendal de König ist, wo wollen sie erst bloot te verjuiten, en die wollen ascheljet bloot verjuiten. Die erst wollen ascheljet bloot te verjuiten, en don't wer al, wanneer sich bloß dort geläuft. Wanneer sich dort bloß geläufen dort, dort wer je in den König wird, der wird sich nicht bloot te verjuiten. Können wir nun ein klein bisschen verstehen, was ein von der Ursache wird, woran der ganze Stadt Jerusalem abgerecht wird? Wie kann das eins jemand so verstehen, dat Jerusalem, der wir abgerecht, wenn sie auch gegen Jesus wären, aber no, wir wollen, dass die wirklichen Juden, die lüden ab dem König, die von Horten können sich gefreut haben, und soll gefreut haben. Denkst du, dieser Schubhort, der wird da bestabt werden, der nach, was da, was der Engel ändert sein, sie gingen mit einer großen Freude, sie hatten diese Freude durch. So, du sind viele Menschen, die lüren du noch. Aber was der König nicht tun? So viel Aschel geblaut, dass der all vergoten hat. Bloß über Dinge, was sich noch mal bloß glauben dort. Nicht, dass der öffentlich kommt fragen, wo ist der nie geborene König von den Juden, was wird das nie geben? Was wird das bloß tun? So, als König Herodes dort hier, verführt er sich in ganz Jerusalem mit an. Ganz Jerusalem mit an. Erstens müssen wir das verstehen, dass der Herodes, wir nicht von dir, was du eine Propheten versprechen wird, dass die in den Sinne nur kommen, würden König sein. Sie wären ab keinen Weg nicht mal dicht bei der versprochenen Königs. Sie wären Israel eher fint. Sie wären die, von dem, was das leider geschrieben steht, hier ist es in Hesekiel 25. Wollen wir mal hingehen, Vers 12 bis 14. Und es steht dort, von der Edomiter wird ein Versprechen gegeben, dass von du wird ein König kommen. Dann ist hier leider gesagt, sagt hier in 12, Vers 12, Hesekiel 24, Vers 12. Er sagt, das ist, was Gott der Herr sagt. Weil es Edom Rach geäuft hat und Juda in sich mit dort Säuer verschuldigt hat, wo ich meine Macht je in Edom kommen lassen und ihre Menschen in ihr Feu uitroden, so dat alles verdorben ist von Teman bis Dedan.
Die waren unter das Schwert fallen. So sagt Gott der Herr. Und ich will mich durch mein Volk Israel an Adam rechnen. Und die waren mit Adam umhergegangen, dono aus sei mich angeeuert in Verlehren gemerkt haben. So waren sie zu Fäulen kriegen, wo ich Treit hol, sagt Gott der Herr. Und das tut Gott auch. Durch die Makkabären, ihre Königs, wat du regieren deuten, in 100 Jahre, 200 Jahre vor Jesus seine Geburt. Die, wat du dann regieren deuten, von der echten Juden, die rechnen sich auf an Adam. Die Edomiter, die wären gegen das Volk Israel, die deuten die allerhand Schulden tau. Und wo deuten sie das geradste Schulden, das Volk Israel tau? Zu der babylonischen Gefangenschaft, aus das Volk Israel, das so schwer ging. Und dann nutzen die Edomiter dort noch ut. Das Volk nach Hingerweis, nach Antigrieben, wenn sie all so schwer müssen leiden. Und dort wird Gott zu euch. Gott hat sein Volk gestraft, wenn sie sich versündigt haben. Aber Gott, in denselben Zeit läuft Gott sein Volk. Und dort die Edomiter das nicht utnutzen dann. In sein Volk, so was das all so schwer hat, der nach angerieben sagt, dass ich war die Treitor. Aber durch wem war die Treitor? Nach durch sein eigenes Volk. Selbst von der babylonischen Gefangenschaft sein, als heute zu sein, das Volk Israel war ein klein bisschen Treppe Bein gebracht hat, dass der Gott kriegt dasselbe. Durch die Lehrer von den Makkabären, Nussturm, von den Hasmonien, Dynastie, dann wird das Volk Israel, worden die Edomiter sozusagen versteht. Die bringen nicht allen um, die geben die Gelegenheit, die können uns anschließen. Die können ein paar von uns irre, in den Land tritt. Und die verdreiben die alle. Und das passiert korrekt, was Gott vorher gesagt hat. Und so, von der Edomiter wird kein Versprechen gegeben, dass du den König von dir kommst, von der Linie, ab keinen Weg. Sie werden Israel ihre Diener. Sie sollen sich unterordnen und Gott wird ihnen gnädig sein, wenn sie sich die Juden würden unterordnen mehr und wenn sie sich würden Däumchen und die Juden werden gnädig zu ihnen. Sie nehmen ihn an, kommt mit uns, sieht ein Port von uns, aber du wie ein Versprechen, nicht mal irgendein Sturm von dem Volk Israel wird sich erheben und sagen, no, von uns wird keine kommen, das andere Sturm sein von uns. No, die haben alle ein selbe Ziel, wegen die Propheten haben gesagt, dass David sie nur kommen, wird keine kommen. Das ist nicht irgendwer sich will, König zu sein als König. Dort wird der, was Gott gesagt hat, was du wird kommen. Und von wo kommt das all her, dort du wird in König kommen und der mögt dort andere Länder bekannt, wie wir ein bisschen trägen, der Prophet Daniel. Wo der König Nebukadnezar das große Bild sieht, dat de goldene Kopf en de zilveren schouders en ze staat ja da drauf, dat het is een feit zijn. Maar dan wordt er een stein losgeschneden van unten heen en die kamp en schmattert dat beeld te fijn bieten, dat beeld wat Nebuchadnezzar da zet. En zei, en die stein die wordt groot. En op den worden alle landen zich verloren. En den zien recht wat geen eng gaan. Maar dit werden die mensen zo bekend. Wat zegt dat? Die kan ik wat geboren worden, die wordt al de onderrechtste fine grus smol. Met dit weer Herodes bekend. En hij wist dat hij weer niet de stein ohne heen uitgesneden. En met dit vet hij met alles wat hij kan. Wens, dit is het interessante ding. Want hij zegt, we eenmaal in Matäus 2 vers 4 gaan, waarom fordert hij zich de hohenpriester? Hij zegt, dan leidt hij alle hohenpriesters en schriftgeleerden vom Volk opkomen om te forschen, wer soll geboren worden? Christus. Wo Christus soll geboren worden. Den Christus, wat de Propheten gesagt haben, wat er soll geboren worden. Hij forscht einfach, wo des Christus soll geboren worden. Den will er anbringen. Wer wird des Herodes dann nu? Ein öffentlicher Feind Gottes. So tun selbst.
Hij wist dat du wordt in Christus geboren worden. Hij wist dat hij wordt, wo hij de Verständnis had, dat wordt Gott selbst in Fleisch zijn, dat is mir nicht ganz bekannt, aber ich nehme an, hij had gewisse Kenntnis, hij had Kenntnis van, dat du sollen ja nicht geboren worden. Waarom wird hij sich de Schrift leren, Vater? Wo kann hij das noch uitvingen? Hij fragt nicht mal, der Schriftgelehrte, hast du wirklich Sohn? Hast du wirklich Sohn, dass du noch mal sollen König geboren worden? So fragt er dich nicht. Hij fragt dich, wo soll er geboren worden? Warum sagt er, dass es dort? Hij wist dat. En dan nog een ding. Die Proselytes, wenn sich du wer die Juden anschaut, die werden gedwungen, alles te leren wat de Juden wissen. De ganze Gesetz, Moses zijn Gesetz, alle religiöse Gesetzen, alles dat müssen sie alle leren, omdat sie verhefts werden abgenommen als Proselytes, dat sie als Matjuden zijn. Dat wir nicht Juden, aber dat wir Matjuden. Judengenossen sagt das ab Hochdeutsch. So, die müssen diese Lehre durchgehen, dass sie bekannt werden, mit diesen Gesetzen und mit den Propheten und mit alles, was die Propheten verhören. Die müssen viel doller bekannt mit die sein, als ich wie von der Tag mit dem Alten Testament bekannt sein. Und auch der Apostel Paulus ist heute für den König Agrippa steht. Wer wie Agrippa? Da wie Herodes sie nur kommen. Herodes Agrippa wie das. Wenn's von den Herodes, was wir nu von denen reden, der wat Jesus als kleine kind wil aanbrengen, dat we Herodes de Grote. Als hij starf, en als Josef en Maria terugkomen van Egypte, dan is er nog waar een Herodes wat regieren deed, maar dat we al Herodes zien. Maar wens de Maya ziens hadden, had hij dat kan ik recht met zo verduild op zijn kinderen. Een van die, wie ken ik Herodes Agrippa. Da wir einer Herodes, da wir Philippi, Johannes vermont je ein Herodes, dat hij zijn Bruder, zijn Frau genommen hat, en dat kost Johannes zijn kop. So, die Geschichte van de Herodian Dynasty, die hielt du nicht ab, wann das König Herodes starb, über dem, was Josef und Maria in Ägypten sind, noch der die Kinder regieren. Und wo ich kann will mit dir, das ist das. Als Paulus, der steht für diesen Agrippa, König Agrippa, das Herodes sehen. Aber was für eine Verantwortung gibt Paulus du so? Sagt er, wenn du gut bekannt bist mit den jüdischen Erzählungen und den Gesetzen, du bist gut, warum wir hier bekannt mit dir? Okay, wir haben drei Gründe von wer wir der Großführer zu diesem König Agrippa. Da wir Antipater en Edomita, wat in Juden glauben hat euch genommen, wat so hoch euch sein wie, wat viele Macht hat. Und durch seine viele Macht kann er sein sehen, dass es dort so Macht stieren, und durch dort kann sie sehen, sich so anklockern bei der römischen Regierung, und durch dort gibt die römische Regierung am so viel Macht, wenn es die römische Regierung da und den Genoten von die kriegen. Von diesen Herodes. Und obviously die Hand auch gewässert. Aber so, diese König, der ist mit der jüdischen Lehre bekannt. Der ist nicht unbekannt damit. Und weil er bekannt ist mit der Weitheit gewässert, haben wir nicht so viel bekannt, dass er actually selbst weiß, wo das soll geboren werden. Deswegen fordert er sich, wenn es wir ein politischer, hängerischer König. Haben wir da, was du wird alles im Geheimen, und er das auch, wie sein das auch, wo er die Stirnforscher im Geheimen war, kriegt, und dann sagt er, oi, gut in Ägypten, gut in Bethlehem, in Zeit, gut Zeit ist das du es. Fragt er da, ist der Stirnhafen in Bethlehem gewesen, und so weiter. Da war wir noch mehr was mit dem gut. Aber wie sein das im Geheimen, schack er da haben. Wenn es das wohl nicht offenbar luten wollen, dat hij heran is den König te brengen. Dat wil hij in geheimen doen zo goed als hij kan. Wens dat wat zijn ganze direct nach dem tijd aber gedaan hat. In geheimen, der hat geheime Plätze, wat vor allem würden spion manche Menschen, die man sagen, wat die Menschen von am holen.
En die wordt hij als niet voorzag dat die worden geen am aanstellen. Die schaft hij auf. Ammerhan. Hier sagt dat es steht. Dan leidt hij alle hohenpriesterschen schriftgeleerden vom Volk opkomen om te forschen, wo Christus soll geboren worden. Dat du sollen Christus geboren worden wie keine Frau, dat wist hij sagen. En dat hij van Gott kwam, dat wist hij ook sagen, du wie keine Frau. Aber hij wie ein öffentlicher Feind Gottes. Hij wie ein öffentlicher Feind. En zij zeiden, in Bethlehem in Judäa wils dort erst, wat de Prophet geschrieben hat. Aber die Bethlehem in jüdischen Land, die best gar nicht das kleinste, mangt jeder Erde euerstelde, wenn's von die soll der Lehrer kommen, da über mein Volk Israel wird Herr sein. Herodes, die Schrift sagte die, du bist gleich der Lehrer, über mein Volk, das hast du die geeint. Mit dit sagte er dat erin. Dat war am Sadalmerk. En wanneer we naar Micha 5 gaan, Micha 5, dat is wo der Prophet al dat eens wat gezegd heeft. Aber du Bethlehem mankte Ephratita, wann du ook eine von der kleinen Familie in Juda bist, von die wat die kommen, die über Israel der Lehrer sein wird, hij is die, dem zijn Umfang en zijn Aufstammen von lang her gewas das. Sie Micha, der fang an den fang an den Prophet Daniel hier zu erwähnen. Wenn es Daniel diese Offenbarung kriegt, dann sieht er den sein Umfang nicht total ist. Der wird von Ancient of Days, sagt die englische Übersetzung. Der wird nach einmal gewas das. Von denen redet Micha hier in den ersten Vers. Dann sagt er, nu laat hij zijn volk leiden, bij de tijd kamp. Wens dit is wat Herodes sagt, klar, hij zelfs weer die wat de Juden im Leiden mögen. Hij zelfs weer die wat veel schwander zijn eiserne Füße ab de Juden abdrecken, die das römische Recht zelfs. Wenn das römische Recht wie da ein demokratisches Recht in gewissen Teil, wo sie da aufwehren für eine Gruppe Regierer haben, das ist ein Senat und so weiter. Aber das kann ich, der merkt das so sehr schwer für die Juden. Er sagt, nu laat hij zijn Volk leiden bei der Tijdkamp, wann der Lehrer soll geboren werden. Aber dann wird dort ewige von sein Freundschaft trainen Erfolg fängen. Und hij wird über Deel kommen in den Herrn seine Kraft, in der Macht von dort, wo vom Herrn sein Gott ist, leiden. Und seine Menschen wollen in Fried leben, weil hij wird über die ganze Erde herrlich sein. So, das kann ich, die weiß das. Die wird kommen, die wird einen besseren Namen haben als ich. Und habe je mal gedacht an Tyrann, der äußert sich, aber wenn der andere besser ist als er. Ein Tyrann weiß das, dass er ein Tyrann ist. Ein Tyrann weiß das, dass ich sie besetzen soll und dass man alle meinen Weg gehen. Der weiß das. Und wenn du wer läuft, der ist als er, du äußert sich immer. Da kann er nicht leiden. Und so kann ich erst das Volk Israel versprechen worden. Der wird läuftig regieren, dat is zo'n König, wo das Volk Israel ablüren dat. Und das Volk Israel, das wisst dort, von wo das König soll, das fängt wir in Johannes 7. Sie werden da bekannt mit. Johannes 7, Vers 40 bis 42. So, Jesus ist hier niemand das Volk, und der hat diese Wunder, die Menschen sind alle abgerecht, und die fangen den alle an, aus den Christus zu holen. Die holen den du fair aus, das muss die sein. Und der Pharisäer selbst, das sei wie der Nikodemus, wenn er danach kämpft, er pliert sich einfach aus, er sagt, wie weit noch die von Gott kämpft, wenn es keiner kann seine Wunder tun, bitte der ist von Gott. So,
die haben het al klar, dat moet hij zijn. Aber du wirst diese eine Frau, wir uns das mal lesen, Johannes 7, Vers 40. Als hij dit hier den zeiden viele zum Üten fällt, das Mann ist wirklich der Prophet. Das ist der Prophet. Nicht ein Prophet, aber das klar mehr. Das ist der Prophet. Einzig an den Prophet, der Wort Gott wird. Andere zeiden, das ist der Christus. Aber einige zeiden, wird der Christus von Galiläa kommen? No, das stimmt uns nicht. Like, they did all dort, was der Christus wird tun, was sagen sie hier in der 42. Vers? Er sagt, steht nicht geschrieben, dass der Christus von David seine Nachkommen und von der Stadt Bethlehem kommen soll? Wo David wohnt? Das hatten sie so klar, der wird von Bethlehem kommen, der wird von David seine Nachkommen sein, und der wird von dort kommen, wo David wohnt. Well, guess what? Wo wird er geboren? Guess what? Von wo stand er? Ganz klar, 100% von David. Und wenn Gott das muss, und der deutet auch, den Kaiser bewegen, dass alle Menschen sich muss in seine eine Stadt und Tagsregister anschreiben, kriegt dann, wenn Christus wird geboren wird, Tim, Josef und Maria von Galiläa holen, in den Bethlehem bringen, und dort, wo du geboren worden, wo die Propheten gesagt haben, wo die wird geboren worden. Uns ist das nicht alle ganz klar, wenn all diese Geschichten, die sind abgeschrieben worden, das haben uns verteilt und wir glauben das, dass das, was passiert ist. Aber diese Menschen wären die alle so klar mit? Wie viel Social Media haben sie zu der Zeit? Wie viel, okay, wir haben ja uns jetzt besäumt, wo rietend das kennig wird, und wie gefährlich das wird, überhaupt Informationen wiederzugeben. Wie gefährlich wird das, irgendwer bis wird öffentlich von Dingen verteilt. Das wird nicht getan. Am Erleben zu raten, würden sie viele Dinge, und dort, woran Dinge so sehr ungedacht bleiben und nicht bekannt werden. Und wenn sie bloß Jesus kann, von du, wo er abgewaschen wird, glauben sie, er kommt von Bethlehem. Ich komme von Nazareth in Galiläa. Aber sie haben noch sollten ein bisschen wieder studieren. Sie nun wird Nazarenus genannt. Da haben die Propheten auch gesagt, Gott hat seinen Sohn aus Nazareth getragen. So, wenn dort ist alle taub und du bist bekannt, wo Jesus geboren ist, und was die Propheten gesagt haben, der wird aus Nazareth kommen, dann fängt es alle an, taub zu sterben. Aber wir müssen daran denken, sie haben nicht so riesige Informationen, wie wir von der ersten Tag haben. Das ist ein Sehen, was wir von der ersten Tag haben, dass wir uns so sehr leicht, was nur sein kann. Als du viel falsch machst, was wir uns so leicht können, sogar über Internet nur sein, ganz genau, was du falsch machst. Wir müssen vorsichtig sein. Aber wie viel Zugang haben wir von der ersten Tag? Wie viel Zugang haben wir für so viele Dinge erworben und dort ab unsere Spitzfinger? Wir dürfen nicht der und ein Reisen zu mit der Person reden, sein, was der alles weiß. Wir dürfen nicht. Wir sind eigentlich schlafen der ersten Tag mit so viel, so rechtliches wie Information ab unsere Fingerspitzen haben. Wir sind schlafen damit. Wir gehen um, so wenn Kinder würden mit Perlen Kühl spielen. Ich habe mal so ein Beispiel gehört. Kids playing marbles with diamonds. Met de eerste diamanten, die best Kinder, die geven, die klieten zich op iedereen met, die wordt dat passieren. Weil, actually, we don't. Wir haben die eerste Diamanten, was Gott jemals auf die Menschen geopenbart, die haben wir in unser Hängen. Und wir haben die Pferde, wir spielen mit der Raum, das waren die Gäste so viel wert sind. Das ist ein Trouble. Wir sind schlaff mit, das nutzen, utnutzen, was Gott uns so rechtlich gibt. Aber immer haben Tränen das. Dat wat we van jou willen, ons klein beetje daar aankijken. Waarom wir das kann ich so sehr reden Gott? Waarom, wenn es das wird ansehen, kann ich direkt kosten? Wenn es erstens, haben wir nicht mal mit Reich kann ich, das wir in gestohlen kann ich. Er hat sich dort nicht gestohlen. Am die hier dort nicht mit Reich. Hätten wir ein eigen Klöcker das bekauft, kann ich. Haben hier dort nicht mit Reich. Und so wie das nochmals mal, wenn so passiert im Alten Testament,
dat du wie eine Früh, dus mit den Numbach, die Leute keine Familie anbringen, wenn sie bleibt keine jen. Aber die haben ein kleines Kind. Ein kleines Kind. Joasch, gleich wie den sie nun. Die haben den verstärkt. Dat die den nicht können anbringen. Der wird unter den Priester seine Absage, wird der gepflegt. Und als der 7 Jahre ist, dann der Priester und all die Eierstalde, die bringen den dann vandaag und sagen, dit is de König. Dit is de König. Waarom wie heute König? Der wie mit Reich König. Sein Führer wie der Reich der König gewesen. Sein Führer wie der Reich der Nukum von David gewesen. Und diese Königin, was sich dort recht hat teuer der was sich dort bis nur gegrobelt hat, der wird umgebracht. Und das ist, warum nicht irgendwer ein König ist. Alle Königs von der ersten Tag, was du ab jeder Jahr, alle Königs, das sind alles falsche Königs. Die sind nicht mehr reich. Die Nordkorea, die Kim-Dynastie, sind nicht abreiche Königs. Wenn sie kein nervös trägen und sagen, wo die Rinder von dem Land, den sie sehen, und den sie sehen, und den sie, no. Das sind alles bis nur durch neue Schmuggelde, oder neue, wie würde man sagen, sich durch neue Kräfte, neue Morde, Menschen, was sich mit Gewalt dort an teuer eint. Ein König, ein abreicher König, wo ist der abrechtig? Wo kann der wirklich sein, dass der abrechtig als König wird? Von David, er kann sein, er wie ein abreicher König, wenn er stammt von Juda her. Warum muss man klimatische Träger und ansonsten mit deutlich ist, wo ein abreicher König kann existieren? Gott hat Abraham gesagt, durch deine Nukum. Durch deine Nukum. Kleines Härtchen. Heißt der Patriarch von der Familie. Und durch Isaac wird das sein. Nicht durch Ismael. Durch Isaac. Okay? Isaac trägt diese Linie von, wenn du Worten König in deiner Familie sein, durch Isaac seine Linie wird das sein. Isaac hat Jakob. Ab ein von der Bett, Jakob oder Esau. Und Isaac hat ja actually einen Plan, Esau den Sehen mitzugeben. Aber Gott führt so, dass Jakob wird. So, die Linie geht durch Jakob. Und dann Jakob darfst den Sehen mit durch Juda. Juda, du bist der. Die beste von die Scepter wird nicht von dir genommen worden. Du geht die abrechte Linie, ist das so wieder. Und so steht durch Juda, dann kommt der König David. Wenn du inzwischen auch wird, ein Benjaminiter euch sagt, es soll, aber das ist zu sein, Gott wissen, so den da ich war. Das gleich, den will jemand, aber den da ich war. David ist den, was ich mir gewählt habe. Und von David wird der Stamm, der abrechte Königsstamm wird durch David seine Linie. Kein anderer kann sich, und von den Juden, sich dort aussprechen und sagen, ich will nicht König sein. Die bestgleichen König. Du kannst vielleicht das Herodes, die du non schmuggeln, die du non kaufen, aber du bist nicht ein abreicher König. Und so sind alle Königreichs. Alle Königreichs. Wenn du würden nur ein Tribe sein, das sind eine kleine Familie, die vermehrt sich und dort wird nur ein Land. Der abreiche König wird nach Witte dort Land hier, aber wird Krieg in so eine Linie, dass es dort kommt. Der Founder von dieser Gegend, oder von diesem Land, oder was immer, den sie sehen, ab den fällt der Königreich, den sie alles da sehen, und an den sie alles da sehen, oder wenn ihr nicht ihn sehen habt, dann wird das ab der älteste Tochter fallen. Und so steht ja die Dynastie. Dann ist die Linie noch nicht vergebracht. Aber wo fing wir auf der ganzen Welt, wo immer du nu noch wer mit Gewalt, meine eiserne Füße regieren, der so eine Linie aus dort. No, das ist alle zwei. Das ist alle ganz zwei. Das stimmt 100% mit dem Traum, was Nebuchadnezzar hat. Das Stein, der Kampf, und der kielt das Bild mit alles taub. Von den goldenen Kopf, die eiserne Feit, das sind alle Länder taub genommen, alle Königreichs auf der Welt taub genommen, der vermutete feine Grüß. Du kann kein Land von der ersten Tag sich trägen, wenn die noch einen König haben, trägen in der Linie von den Founder von das Land. Das ist alles eine drale Sulterie. Das ist eine neue Wahrheit der Königs, was sich mit Gewalt haben, der Königreich teuer eint. Das wird die kein fängen. Aber das ist keiner mit Reich. Und hier kommt einer, der haft das Reich. Der kann das abweisen, dass das Reich ist. Und das wird der, was du geboren wirst in Bethlehem.
Das ist, woran Jesus sein Recht nicht feiert. Das ist, woran Jesus sein Recht bestehen bleibt. Und man hat seine Macht noch nicht verfallen über alle Länder. Über alle Länder uitwiesen dat hij de König über alle Königs ist. Das, woran in Offenbarung gesagt ist, heißt der König über alle Königs. In sein Recht hat kein Eng. Wenn er das nu noch nicht ganz verfallen bei Welt wiesen, dass sein Recht kein Eng nimmt. Aber er kämpft. Er kämpft. Und er führt sein Recht an und er nimmt seine Macht an, wegen er das mitreicht. Er darf sich doch nicht non-schmuggeln. Er darf sich doch nicht non-kaufen. Gehört das. Mitreicht. Kein anderer König, wat von der ersten Tag ab ihr regieren, der kriegt so gut als Herodes nicht, kann mit Recht abweisen, dass gehörte König ist. Er kann keine Linie tracing, weil wo würde er plottig sein? Er kann keine Linie gehen, zu mal wiesen, like, ja, das wird, mir wird das König gerecht gehört. No, du hast nichts von so. Du sind Länder, wo du vielleicht glauben, sie kennen das noch. Das ist zum Beispiel England. Sie haben du kenne jene Elisabeth Starfchen ist der sehen König. Sie glauben, sie kennen das, aber den Founder von England, der wird das mal gelernt haben, aber das ist so. Das soll lang abgebrochen. Die Linie, wo du wirklich wird sein, ich glaube, das ist irgendwo ein Ranger, vielleicht irgendwo mehr in Australien, ich weiß das nicht, noch sagen. Warum? Wegen der Einzige, was man der Linie konkret bewiesen, das ist der König, das ist Jesus. Und all die anderen Königreichs, die waren te bitter, te grüß vermont. Wegen das Stein, was du uit de Beuer uitgeschnitten, der wird unhängig uitgeschnitten. Das ist was Gott hat. Und dann waren wir nicht bis nach dem Schluss, aber vielleicht wegen die zu haben, da wird, wir das auf einmal zu das nächste Mal looten. Entschuldigt, dass ich das einzige Mal so lange mehr da. Aber ich glaube, wir sollen das vielleicht noch einmal an ein klein bisschen Zeit nehmen, das nächste Mal Raum, ein klein bisschen da gucken, woran wird das König so verhört? Woran wird er so verhört? Woran wird er nicht tauschtun und sich behen? Weil dann, weil wir uns denken, und der König Pharao hat auch keine Macht, sich für Gott zu behen. Wenn Gott sagt, ich merke den Hort. Gott merkt den Hort. Und Gott mögt den gewollte Dinge tun, was seine eine Verstehung wird. Aber das ist ein ganzes Thema für sich selbst. So, ich denke, weil wir trägen, weil wir kicken, wer uns wirklich König ist, weil wir kicken, wem das Reich wirklich gehört, und wer du mit Reich regieren kann. Wem das er darf sich doch nicht neu geschmuggelt haben, er darf nicht sich die neue gekauft haben, er darf sich kein Ei gehechelt haben, noch er kann mit Reich regieren, und das ist uns König. Den König, den deuten wir. Das, woran wir hier kommen, das, woran wir von denen reden, das, woran wir Christen genannt werden. Wegen wir haben den König über alle Königs, Jesus Christus. Amen. Wir schließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen wir verdienen, wir danken dir. Und himmlischer Vater, musst du uns vergeben von so Schwachheit und ganz besonders mir. Wenn ich auf einmal so was geredet habe, was die nicht interessiert, was die nicht als wichtig setzt, Herr, musst du mich vergeben. Aber Herr, wir wollen auch in Kenntnis nehmen, wir wollen nicht immer da besser verstehen können, was du mal passiert gewesen ist. Was du hast gelassen. Aber himmlischer Vater, musst du uns das geben, dass wir immer da Tränen die dann beskicken. Wenn wir uns besäuen, durch die Schrift, auch die ganze Umgehend, wo wir, dass der versteht sich selbst und alles als Boys in Gedanken. So ist die selbst, so ist die Menschen ihre Gedanken, das sind Boys Gedanken von you und an. Herr, das ist, was wir sein. Aber dann können wir die danach danken, dass die uns nicht in den bösen Zustand gelassen hast, dass die uns hast abgeweicht, dass die uns hast zum Leben gebracht, himmlischer Vater. Die können wir die verdanken. Und wir können nicht, und wir sollen uns das nicht wehren, still zu stehen und glauben, wir haben diese gute Entscheidung genommen. Himmlischer Vater, wir geben bloß dir die Anerkennung, wir geben bloß die Anerkennung, dass du das hast getan, dass du uns in diesen bösen Zustand hast geraten. Und Herr, ich anerkenne, dass ich nicht anders sein als das Herodes. Ich sehe nicht anders als das Begehr Herodes, wo du selbst König über alle Königs will sein. Himmlischer Vater, keiner von uns ist besser. Und du hast uns durchgeraten, und du hast uns ein anderes Wort gegeben, dass wir nächstes dort wollen sein.
Und die has ons een hart gegeven, wat zich daarmee in dat unje Christus. Nu vrouw, wie moest die ons dat geven, dat we ons immer dollar daarmee doen. Dat we immer dollar Christus anerkennen als ons König. En dat wird erst, dat we sogar voor hem sterven doen, dat we voor hem lijden doen. Himmlischer Vater, moest die ons dat immer dollar in ons hart geven. Dat we vier zijn voor die en voor dat Evangelium en voor die woord. Himmlischer Vater, die allein kann uns das geben. Und du wegen bad wie die da an. Und himmlischer Vater, ich bete auch für die Regierung, was die uns als euch stellt, waren viele von denen, die auch nicht kann. Aber muss die auch du so sein, wie weit noch die bei Sovereign über Ernst aller, aber muss die Ernst über den Zweig regieren, dass das für uns zum Golden ist, dass wir können Frieden hier wieder den Wort verbreiten, dass wir können Frieden wasen und Glauben zunehmen. Himmlischer Vater, wie weit noch abstehen, ist das so begrenzt. Und wir würden so kalt kommen, wenn wir auf einmal so und so auf Druck gestellt werden, du wegen bad wie, dass die die Dinge, die Utgewählte erzählen muss, die Regierung in der Kontrolle haben und dass die nicht lässt tun, was die nicht interessiert, aber dass wir die Dinge erzählen, dass wir können wieder in Frieden das Evangelium verbreiten. Himmlischer Vater, muss die das alle tun für den großen Namen, in Jesus' Namen beten wir das. Amen.